Wir wollen Stadt zu gucken, dann Mengen Sprachmeist nicht zu schummen, 1822 parlamentarisch Frohen, 140 Motionen, 19 Resolutionen, 12 Gesetzespropositionen, eng Proposition der Revision der Verfassung, Aktualitätsstunden, Interpellationen, Pressemitteilungen und so weiter und so fort. Und schmengen wir haben eine ganz intensiv Periode gehabt an der ZDR auch ganz viel geschafft. Und das lo vielleicht fänken schon immer deinem Rückblick an hatte moi ich habe mal paar Notizen gemerkt an schon gedurcht der Gast hat nie dafür gehen, weil wo der Gast bis fort war an wir wollten noch nicht dass geht mir wo bis fortgegangen ist da hat man Verfassungskrise mehr hatte Covid mir eine Krieg an der Ukraine gelassen feste blieben ne? Gut das los so bei der Verfassung das wo in ganz langen an intensive Krieg den wir gefeiert tun dir wirst sogar in am Parlament mir hun ist sowohl wat Form wie auch Inhalt wirklich ganz stark engagiert an der Debatte. Da ist über Jo hummer den Kampf gefeiert an der Form hummer ist angesagt für das Referendum. Du wirst dass die anderen Parteien das Referendum versprochen hatten und schlussendlich nicht angehört hun inklusive CSV. Aber was den Inhalt angeht, du haben auch gesehen als Kritik aus dass das kein guten Text ist. Und das hat nicht lange gedauert, hat ganz 19 Tage gedauert, bis auch von der Seite von der aktuellen Regierungskoalition proposiert wird, die Verfassung auf einem Punkt wenigstens nicht zu ändern, mit der Schluss den Anfang von einer langen Entwicklung. Den 1. Juli ist er Kraft getreten, den 19. Juli hat ein DP-Deputiert Madame Hartmann an der Chambre gesagt, dass auf einem Punkt sollte eine Verfassungsänderung kommen. Bon, wir haben die Diskussion feiern mir vier und weil wir auch mengen, dass man mit der Durchverfassung ganz viele Probleme kriegen. Aber wir werden, und das kann ich dann heute schon auch nach 4 Ende von dieser Legislaturperiode eine eigene Revision von der Verfassung proposieren, schaffen und dem Text. Aber wir werden noch gleichzeitig eine Proposition de loi deponieren, an dem Sinn, dass die Verfassung, so wie wir sie vorschlagen, auch ein Referendum soll gelöscht gehen. Also wir bleiben bei unserer Meinung, dass den aktuellen Text kein guter Text ist. Wir haben das spielen dann Detail, wie das Broschüre kann, wie das als Pressekonferenzen und so weiter zu dem Thema verfolgt. Wir bleiben da am Ball und wir werden nach 4 Ende der Legislaturperiode ein eigenes Projekt präsentieren. Ein zweites grosses Problem, das wurde Covid. Und da haben wir auch manchmal als ADR als deutlich von den anderen Parteien aufgehoben, in dem Sinn, dass wir die Freiheit von den Leuten vertreten haben, für sich impfen zu lassen oder auch sich nicht impfen zu lassen. Und das tut als deutlich Unterschied, dass wir als gegen alle Formen von Druck an Impfpflicht angesagt haben, ganz konsequent. Wir sind auch da hart kritisiert gehen an der Chambre. Das waren wirklich ganz schwere Debatten zum Teil, wo es dann durch Viergeheit gab, wir wären irresponsabel und so weiter. Haut sind Leute das ernst, auch wenn es die Konsequenzen und so weiter. Aber auch da hält der Kampf nicht ab. Wir werden uns weiter engagieren für die Freiheit von den Leuten, weil ihr wisst, dass da aber nach immer die Impfpflicht, das Impfpflichtgesetz da aus, das präpariert gehen ist. Und das weiß ich auch nicht, wie es nur die Wahl 4 geht. Wir haben gesehen, dass bei der DP den Dr. Schockmel kandidiert, bei der LSAP den Direktor von der Santé, den Dr. Schmidt, bei den Grünen Madame Tanson Spitzenkandidatin, die selber Madame Impfpflicht Asto, die eigentlich das Gesetz auch vorbereitet hat, dass wir wissen nicht, wie es nur die Wahl 4 geht. Und noch CSV hat sich ja, wo sich nie zu schuld immer nach mehr zu frohen, eine obligatorische Impfpflicht von 18 Jahren hat sich schon für Jahre gefroht. Und das ist, dass die kriegt den Engagement von der ADR auch nur die Wahlen wird führen gehen. Wir haben uns nie gegen die Impfungen ausgeschwert, das machen wir nicht. Wir haben uns immer nur für die Freiheit von den Leuten ausgeschwert. Den dritten Dossier, den hätten wir auch können verzichten, das ist der Krieg in der Ukraine. Da haben wir uns von Anfang an für eine friedliche Lösung ausgeschwert, Waffenstillstand. Auch da haben wir ganz viel Kritik gekriegt, bis den der von Herrn Büttel selber, allerdings eher nur alles, auch auf die Linie kommen, wo du seht, müssen eine Waffenstillstand tun. Da hat das abgehalten, dass die Kritik gegen die wir alles kommen. An all diese Sachen muss ich sagen, sowohl beim Covid wie an der Verfassung, wie auch am Krieg in der Ukraine, wo die ADR eigentlich immer eine Kraft der Moderation. Wir haben immer Positionen vertreten, sie wird für friedliche Lesungen zu sichern, sie wird für die Leute Freiheit zu lassen, sie wird für Versprechen, die gigofen, dass die auch angehalten gehen. Wir haben eigentlich immer Positionen vertreten, die ganz moderat, ganz vernünftig waren.
Und dafür tut das gewundert, dass den Herr Frieden ob einmal sieht, dass für Extrempositionen, die mir vertreten haben, weil wen wo extrem, wo CSV, die absolut impfpflicht, das nie martialisch genug gewesen an der Ukraine, an der Covid-Krise und so weiter, da wollte schon impfen, bei der Verfassung, wo das die Partei, die hier versprechen, radikal gebracht wird. Wie geht es da noch 4 Jahren? Also es war ein intensiv Periode, die letzte Legislaturperiode, wie geht es 4 Jahren? Aber wir kommen an ein ganz, ganz instabil internationales Umfeld an den nächsten Jahren, das zum Teil die Reperkussionen vom Krieg und den Sanktionen, wir wissen ja noch nicht genau, wie das 4 Jahre geht, aber das ist ganz klar, dass das internationale Umfeld inklusive an der NATO und an der EU davon affektiert wird, auch als Kompetitivität durch die ökonomische Situation, die sich degradiert in Europa, mit einer Desindustrialisierung, mit großen Problemen, mit dieser Kompetitivität durch die Energiepreise und immer mehr Druck auf den Arbeitsmarkt. Das führt doch dazu, dass den Druck auf ein soziales System wird so holen, den Index, den Armutsrisiko, und als sozial orientierte Partei wird der DDR auch da sich aussetzen für Konsequenzen, ob Leute irgendwelche dramatische Konsequenzen abzufangen und aufzufördern. Wir haben auch, wie all die anderen Parteien auch, geschwind als Wahlprogramm, das wir euch präsentieren, und froh ist natürlich, wie gesagt, der DR die Zukunft im Land, wo wollen wir als Priorität setzen. Die hat auch, ich meine, das schwert los, weil man als Journalist hört, wie von Partei zu gehen, und das zeigt, dass wir dann Prioritäten sehen. Ich will nicht eure paar nennen, die da an diesem Wahlprogramm werden empfangen. Ganz sicher die budgetäre Situation und Schuldensituation vom Land. Wir sind an einer Schuldenspirale, wir haben das immer thematisiert, auch der Gast Sibirien, wohin nach Fraktionspräsident war an der Chambre, wird das immer abgegriffen bei allen Budgetsdebatten, dass man anfangen Schulden zurückbezahlen, dass dann lernt, wie die zukünftigen Generationen ist, wenn man so weiter als verschulden. Wir sind lo, Madame Backes hat ja gestern die neuesten Ziffern mitgedeelt. Und wir kommen immer mehr los, aber sicher bei die 30% Schuldengrenze, wobei man muss sagen, dass das mit der DDR eine Absolutgrenze ist, während andere Parteien das viel mehr flexibel gesehen, auch CSV schwätzt nur davon, das muss ungefähr 30% sein, das ist eine Abwägung, die ein riesiges Risiko für das Land darstellt, sollte man den AAA verlieren. Also für uns ist ganz klar, dass wir das wollen reduzieren, Schuldenlage am Interesse von den Generationen, nur als das nachhaltige Politik, dass man nicht Politik auf Kosten von den nächsten Generationen machen. Aber wir wollen noch nicht, dass die Inflation auf den Staat da weiter verlagert wird. Wir müssen die Inflation bekämpfen. Es geht nicht durch die Inflation auf das Staatsbudget zu verlagern, weil wir das nicht mehr lang können leisten. Das zweite große Sujet ist unkontrollierte Wachstum. Und das ist etwas, du wisst, dass das auch ein Thema ist, das wir seit Jahren an der ADR haben. Wir wissen, dass wir in einer Wachstumsfall sind. Wir wissen, dass wir nicht können so einfach weiter wachsen, 1 Million Stadt, und dann hält es auch nicht da ab. Dann gehen wir dann auch über den 1 Million Stadt. Wir müssen die Mechanismen gucken, wie wir da rauskommen. Und wie eine Reform, man muss durchführen. Ich gehe nicht an Detail, weil ich weiß, dass der Präsident von der Partei, der Fred Kuyp, auch da noch eine Idee schafft, die wir auch führende Wahlen nach Werte präsentieren. Dafür gehe ich auch nicht an Detail. Aber ihr müsst wissen, dass den Wachstum, als wir als Partei an der Chambre thematisiert hatten, das war eine Interpellation vom Gast Sibirien für lange Jahre schon, und das ist aber eine Thematik, die Löser auch andere bewusst wird. Wenn ich so höre, der LAP gestellt gesagt, ja, wir müssen mehr suchen, von dem wir rauskriegen, vom Wachstum an Bekämpfung von den Konsequenzen vom Wachstum stärken, dass das ein Aussatz, den auch nicht kann abgehen. Wir müssen einfach gucken, dass wir unkontrolliert ist, der Wachstumsfall rauskommen, wir müssen einen Handlungsspielraum zurückkriegen, dass wir selber mehr und besser dezidieren, wie die Zukunft vom Land soll aussehen. Dritte größte Sujet, den wir holen, das ist die Verteidigung der Freiheit von den Leuten. Meinungsfreiheit, auch am Internet, Zensur, wollen wir wollen keine Gängelung von der Kulturlandschaft. Freiheit auch, hat man auch bewiesen an der ganzen Covid-Diskussion. Also das ist etwas, was uns wirklich Herz liegt, wo wir ganz viel Sorge machen hier am Land, dass wir merken, dass der Freiheitsraum immer mehr eingeschränkt wird.
das etwas, wo man uns auch immer konsequent dagegen wären. Selbstverständlich gibt es Grenzen, ich denke um Mobbing, Aufruf zur Gewalt oder Verherrlichung von Gewalt, das ist alles klar, das muss Grenzen geben. Das Internet als kein rechtsfreier Raum, aber Freiheit vom Einzelnen muss man auch an dem Bereich auch können verteidigen. Kriminalität, das ist auch etwas, wo man uns ganz klar engagiert haben, wir haben Interpellationen gemacht zum Thema Kriminalität, zum Thema, wie können wir die Polizei stärken, dass wir uns eine wirklich Priorität, dass wir alles werden machen, für die Entwicklung, die wir am Land haben, zu stoppen. Nicht nur umzukehren, wir waren immer ein Land, das ja ein Standortfaktor, wo ich ruhig und sicher leben. Und wir wollen zurückkommen auf die Situation, dass Leute können sicher hier am Land also all Zeit und auf all Platz können gehen, wo sie wollen. Das für uns nicht akzeptabel, dass den Dame gesagt wird, sie sollte kein Bijouen unter unseren Staat gehen, an ähnliche Sachen mehr. Also das wollen wir nicht. Wir werden engagiert gegen Kriminalität kämpfen. Ein anderes traditionelles Sujet ist die Familie. Das ist etwas, wo es auch noch eine Diskussion gibt, die ich heute kurz nennen. Das ist die Individualisierung von der Steuern. Das ist ein grosses Objektiv gewesen von der Steuerreform. Für uns kann eine Steuerreform nicht die steuerliche Aufschärfung von der Familie sein, weil das ein Staat, was bezweckt ist, und das wollen wir auf keinen Fall. Das heißt, eine Steuerreform, ich komme nur noch kurz darauf zurück, der für uns nicht heißen, dass die Familie aufgeschärft wird, steuerlich. Wir wollen da der ältere Geld, auch das ist ganz klar, weil wir die Leute wirklich wollen, die materielle Schwach gehen, ob sie wollen daheim bleiben und sich um ihre Kammer kümmern oder kann er an eine Struktur gehen und arbeiten gehen. Logement, da ist auch einmal Blick, ging ich so eine andere Groove zwischen dem, was als Gambia Regierung do will, an dem was wir als ADR proposieren. Wir haben bei Gambia einen extrem dirigistischen Ansatz, bis eine Verstaatlichung von der Diskussion, eine Enteignung der Steuern, die aber da riskiert zu kommen, Leerstandsteuern und so weiter, wo die Leute nicht mehr können, über hier Eigentum wirklich verfügen. Das wollen wir alles nicht. Das sind Rezepte, die noch nie annähernd funktioniert haben, werden noch heute nicht funktionieren. Wir wollen dem privaten Invest Platz geben. Wir wollen ein Amortissement fiskal accéléré aufhören, an dem muss wir wärmen. Wir wollen noch nicht neue Steuern aufhören. Wir vertrauen, dass man eine freie Ökonomie schafft, dass sie auch mehr Logement produziert wie der Staat. Du musst immer die Statistiken noch gesehen, was der Staat wirklich, die Promoteur, Socio, Etatik und so weiter, was die wirklich schon 12 Wohnungen pro Jahr bringen. Das ist ganz wenig. Und dafür geht das nicht durch an eine Politik, die sich nicht mehr will, ob staatlichen Dirigismus als Steuern verlassen, kann kein Succès haben. Dafür werden wir uns auch dagegen engagieren. Den Umweltschutz ist natürlich etwas, was alle Parteien drohen, selbstverständlich, Umweltschutz, Klimaschutz. Wir machen das ohne Ideologie, mit Vernunft, mit Modellen, die wir auch am Wahlprogramm durchstellen, die neu umgesetzt gehen. Wir sind Technologie open, wie das doch ganz klar zu sagen. Wir sind dagegen, dass der Verbrennermotor soll verboten gehen. Auch das eine wichtige Message, weil wir den Dirigismus nicht wollen. Ich meine, Leute sollen sich können für die Technologie entscheiden, die für sie die beste ist. Migration und Asyl. Da ist auch als Position die traditionell, wir so ganz klar Ja zum Asyl. Wir verfolgt als muss können Schutz finden, aber den Asyl ist nicht da für eine Migration als ökonomische Gründe. Dafür muss es eine andere Möglichkeit geben, wir können legal in Europa oder Plötzlich zu immigrieren. Schule muss das ganz viel sagen. Da haben wir ein Problem vom Niveau, vom Nivellement vers le bas. Wir haben ein Problem von Gewalt an den Schulen, die immer mehr akut gedacht. Zu dem Thema hatten wir Minister kommen gelassen an die Chamber, ein Happy Slapping, all die Sachen, wer der Jahr durch die Aktualität kennt. Ein Leistungsverlust an den Schulen, weil das gegenüber der Konkurrenz am Ausland natürlich terribel Sorge macht. Wir sind dagegen, dass die Schulen abgedeelt gehen an eine Lützeburgisch offene Schulen, immer mehr die internationalen Schulen. Das ist Segregation, wir wollen Integration. Wir wollen nicht, dass Kinder nur Nationalität an den Spruch getrennt gehen. Wir stellen uns ein Land vor, wo wir können zusammen leben, in dem Sinn, dass man eben nicht Kinder nur Nationalität, Spruch oder andere Kriterien von Anfang an von den trennen. So fallen sie nicht zusammen und das sollten wir nicht füllen. Identität. Wir haben als eigenen Spruch eine Kultur heißt, das ist nie etwas, was sich gegen in anderen dreht.
dat es immer eng Bereicherung och fir jiin den Land kënnt, fir Lützeburger Spruch zu leieren, an dodurch voll Kulturliewen, politische Liewen und all Form wo Liewen ha am Land, an dem se Deel zuelen, dat den versteht, dat den net kann no vollzeien, dat mat senger egener mat seg egen Hangrund ka vergleichen, an dem sinn ass Leiere vun der Lützeburger Spruch an der Kultur eng Bereicherung fir jiin, an mir wetten noch den Thema vun der ADR weiterfeieren. Steieren grosse Suje am Blick. Du hast für uns ganz klar, dass der Spielraum wie ein ganz große Steuerreform nun einmal nicht da ist, aber ich sehe noch nicht, dass der geschwind könnt. Dann muss man aber Plätzen immer für Härtefallregelungen, für Witleute, für längerzeitende Leute oder andere, die wirklich in der Armutsgrenze sind oder unter der Armutsgrenze, den Spielraum muss man haben, für denen zu helfen, die es wirklich brauchen. Wenn man Spielraum haben, das ist immer gegen die Progression, das ist die Anpassung von der Steuertabelle und Inflation. Wir wollen noch Sachen reformieren, die schon lange nicht mehr reformiert wurden. Da noch die Zemente oder Einzelelemente, wo Spielraum ist, muss man können aufpassen. Aber wir wollen nicht hingehen an große Versprechen machen, wenn man nicht mengen, dass der Spielraum da ist. Wir wollen noch nicht wie CSV eine Steuertranche noch zusätzlich aufhören, also keine Steuererhebungen, eine traditionell auch Politik von der ADR. Aber wir gehen echt in die Richtung, wo wir Spielraum haben für Steuern aufzuschaffen, zum Beispiel Kohlendioxidsteuer oder verschiedene Taxen am Enregistrement. Der letzte Punkt, den ich will heute insistieren, das den 10., was in der 10. von der Not zählt, das der Verlust von der Souveränität, die will man bekämpfen. Wir bekennen uns als ADR voll zu Lützeburger Souveränität. Das gilt an allen internationalen Institutionen, an denen wir Member sind, sowohl was die EU geht oder auch NATO. Wir aber eine ganz aktuelle Diskussion betrifft die Weltgesundheitsorganisation WHO. Und auch da ist die klare Message von unserer Seite, wir sind immer auf eine internationale Kooperation, gucken immer, dass an den Organisationen können Synergien geschafft gehen, für das man mit anderen Ländern zusammen das bestmöglich für uns Leute machen, aber wir machen es nicht über den Verzicht auf Souveränität, wir dadurch, dass wir Souveränität voll leben, an uns abbringen als Lützeburg an die Institutionen, an das umsetzen, was kann Rekommendationen auf internationalem Niveau ausgeschafft gehen, was wirklich für Lützeburg passt, aber was gut ist für die Leute. Ein letztes Wort vielleicht über die Parteienlandschaft heute zu Lützeburg. Das ist ganz sicher, dass wir ein bisschen eine Zersplitterung in der Parteienlandschaft tun. Aber gleichzeitig sehen wir, dass in den traditionellen großen Parteien, Greng, DP, LSAP, CSV, praktisch kein Unterschied mehr bestehen. Muss sie mit der Lupe sicher gehen. Und das ist auch etwas, was man gleichzeitig sagen möchte, und was auf jeden Fall interpelliert, dass du sich, außer vielleicht einer Gesichter, mit keinem guten Grund gibt, für CSV zu wählen. Und das ist etwas, was den einfach auch unterstreichen muss. Da sind Leute, die größten Oppositionsparteien haben, die über 5 Jahre ein ganz schwaches Profil hatten als Oppositionspartei, die an alle großen Fragen eigentlich ob Gambia seit waren, heinst du mit Nuancen, aber CSV wo schwer, als schwer, und hat eigentlich keine richtige Alternative zu bieten, mir schon. Und darüber sind wir ganz hilfreich. Wir sind eine gute Partei, eine starke Partei, mit Selbstbewusstsein, mit Energie. Und ich meine, wir gehen den Wahlkampf auch so an, voller Enthusiasmus. Eine letzte Sache, dass wir kein Laboratoire sind, wie in Heinz für Jahren hören und noch Heinz nach hört, Lützeburg wäre ein Laboratoire für Europa. Das ist ein bisschen die Ausstellung von Gambia, das muss dann hier alles umgesetzt gehen, alle Ideen von was ihr sich vorstellt, in einem multikulturellen Europa oder wie auch immer die Theorien sind, föderal Europa oder so. Und das soll dann heute zu Lützeburg getestet werden. Wir sind kein Laboratoire für irgendeinen. Wir sind auf jeden Fall ein Land, das will bleiben, was es ist, was es war, aber was es auch in Zukunft soll sein. Eine kleine, souveräne Nation an einem Konzert der europäischen Nationen. Das ist unser Ziel. Wir wollen das so gut wie möglich gestalten. Und in dem Sinn gehen wir auch die nächsten Monate an. Ich sage nicht merci.